Spannend geht es weiter hier bei Assassin's Creed 3. Auf den Spuren unserer Freunde, wie es aussieht. Denn in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass Charles Lee hier war und einige unserer Freunde davon überzeugt haben, für seine Sache zu kämpfen, wie es aussieht. Also kämpfen vor allem, ne? Kämpfen, nicht kämpfen. Und ja, jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, diese zu neutralisieren. Sprich nicht auszuschalten und so, sondern einfach nur zu neutralisieren. Ob wir das auch schaffen, ist eine andere Frage. Oh, kommt gerade einer auf mich zu. Scheibenkleister. Anschleichen müsste ich eigentlich mich auch noch. War ein bisschen anschleichen. Oh, scheiße. Moment, das passt gerade. Da vorne sind die feindlichen Truppen. Ach du Scheiße. Ja, die sind schon ziemlich nahe, unsere Freunde. Mal schauen. Zwei sind da unten. Kann ich die per Luftangriff ausschalten? Eleganten zu machen, versteht ihr? Scheinbar nicht. Ich komme ja hoch. Nicht den, da kannst du auch den anderen anvisieren, Connor? Den da, genau. Und so stirbst du! Nicht schnell, ich will dich bloß ausschalten. Hallo, Konton. So, 4 von 6. Wieso greift ihr mich überhaupt an? Ich meine, wir sind Freunde, kennt mich doch. Naja. Freundschaft ist wohl ein sehr dehnbarer Begriff in diesem Spiel, Leute. Da ist noch einer. Wo will er hin? Was sage ich von mir? Was kann ich dafür, wenn der Trottel sich ins feindliche Lager begibt? Hallo? Och Menno, nee Leute, ganz ehrlich, da kann ich doch nichts dafür. Oh, ist das scheiße. Mit unblutigen Methoden verhindern, ja wollte ich doch. Aber was kann ich denn dafür, wenn der... Mann, oh Mann, das kann ich dafür, ganz ehrlich. Bin ich nicht schuld dran, wenn die das Gefühl haben, sie müssen da... Das feindliche Lager marschieren, bloß weil ich gepfiffen habe. Ich pfeife sie zurück, so heißt das ganze doch. Aber nö, natürlich nicht. Mach es halt nochmal auf die Schnelle. So, das war einer. War es mir ein bisschen zu nahe dran, der Kumpel da oben? Dann wäre das der zweite von 6. Sehr schön. Alter, die anderen sind aber auch schon ziemlich nahe. Nein, kann nicht aufklettern. Nicht klettern. Oh, oh, da sieht mir gerade einer. Gut, jetzt die beiden. Zuerst den hinteren. Mach schon, Heuerling! So, 4 von 6. Hat's eigentlich ganz unauffällig, wie ich es gerne gehabt hätte, aber was willst du machen, wa? Die sammeln sich, ja, oh oh. Nein, was machst du da? Und der andere schnallt nichts. Man kommt doch nicht zu nah ran. Nein, was machst du da? Mann, nee!
Oh, ist das eine Scheiße. Was soll ich machen, wenn die abhauen? Och, Menno. Vielleicht ein Werkzeug oder so einsetzen, was dafür noch gut wäre? Ein Wurfpfeil vielleicht oder sowas? Mann, oh Mann. Eine Falle wäre noch gut. Geht sicher auch nicht. Versuchen mit Wurfpfeilen. Oh Mann, ey. Ist plötzlich so schwierig geworden oder was? Kann wohl nicht wahr sein. Wieso ist es plötzlich so schwer? Toll, kann ich wirklich nur... Nee, komm schon, das kann nicht euer Ernst sein. Ich darf nur unbewaffnet nehmen. Oder hier, Wurfpfeil, geht das auch? Ah, Wurfpfeil geht auch. Hoffen wir, das funktioniert wirklich und so. Nicht, dass es irgendwie heißt, oh, sind tot. Nochmal von vorne. Oder muss einfach schneller sein. Nein! Oh Mann! Connor, du bist doch ein Arsch mit Ohren. Ich habe hier unbewaffnet gewählt gehabt. Alter, jetzt reißt mit dem Spiel langsam, Leute. Nee, ganz ehrlich, ich wähle da unbewaffnet. Was macht ihr? Jetzt geht andere sicher auch nicht, wa? Na, so. Mann, oh Mann, ey. Ich will die nicht niederschießen müssen und so. Kein Bock drauf, ganz ehrlich. Das sind doch meine Freunde, also ganz ehrlich. So, jetzt seht, jetzt geht's wieder. Unten rechts, alles klar. Also, Mission heißt schnell sein, aber ganz schnell sein. So, 1 von 6. Hau ab, hey, hau ab, hey, ich hab keine Zeit für dich. So, das war der nächste. Die hinteren bleiben hoffentlich noch etwas hier hinten, heißt, sie kommen nicht so schnell nach vorne. Oh, scheiße, uah. Nein! Jetzt wird's übel. So, der nächste ausgeschaltet. Hier unten kommt noch einer. Gehe ich auch mal aus dem Sichtfeld raus. So, das war der nächste Streich. Und jetzt kommt der untere noch. Und der letzte dürfte eigentlich kein Problem mehr sein, Freunde. Sieht er uns? Natürlich sieht er uns. Ich öffne dir den Bauch! Hallo? Nein! Ah, du bleibst hier, du bleibst hier! So, 5 und 6. Der letzte, der letzte! Wir haben es geschafft. Puh, geht doch, meine Güte. War das eine schwierige Geburt, hey? Charles Lee. What triot the hona the honzoni in Kiawanto. Don't go easy, I say, you know what is it? A toga tigarungwe. Waharu zit is on Nigora Denu. Zia Sadet Nyanda the squat Nigora Gani. Nixi ona garunete. Zinguan Hogarunde. Klikat nyo ska ki. Connect you what you scan see what when you has in a square the new stats again. Don't use on Nigora di Hunto. Don't what does want ducks out then Nezungwe da summa. Sadarissa. Got the wrist something on as I hear you. Oh. Yo, Tena. Das ist a dansum. Sie geht doch jetzt da, ne? Redden Hagedum. Charles Lee, Mountmouth, was at the Hajib. Asagonat Dumase, Zinahod and Batriot, Rahadero Yuni. Jurhat Saga, Asagonasete.
Dr. Giga Moderio. Ronudio Hot Gwenio. Ungenungue da Summa. Odiatanum Statunge. Iwehre ya nawadu taingwa ya tanustaduge. Ona wasadresa yumjataro. Ein trauriges Ende für Connors besten Freund. Sequenz 10. Missbrauchtes Vertrauen. Na, beendet? Ja, geht doch. Bö. Ja, schön. Verstand sehen, nö. Wo geht's jetzt hin, Freunde? Wo müssen wir jetzt lang? Charles Lee zu Papa? Wo geht's lang? Da lang offenbar. Zurück ins Dorf. Wir dürfen wohl nicht sehr erfreut sein über unseren Besuch. Hauptmission, kann ich irgendwie eine Schnellreise machen? Ah, Hafenmeister, geht doch. Charles Lee, dieser verrückte alte Mann. Ist jetzt komplett wahnsinnig geworden? Oder handelt er sogar ohne Havens Zutun? Tja, Freunde, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin sehr auf Havens Antwort gespannt. Natürlich bin ich wieder mal natürlich der Arsch für alle, ganz klar. Ja, kommt mir doch nach, Mensch. Kommt mir doch nach, wenn ihr wollt. Wieso müssen Freundschaften bloß oftmals so blutig enden? Obwohl eher so traurig war, weil blutig enden sie ja nicht wirklich immer, aber traurig... Leider oftmals, leider oftmals. Aber ja, zum Glück ist es nur ein Spiel, nicht wahr? Also mal angenommen so was Real Life und so, oh meine Fresse. Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt! Tragt die Schlacht zum Feind! Sie sollen den Tag verfluchen, an dem sie uns trafen! Sequenz 10, immer noch? Die Schlacht von Monmouth, okay. Komm noch, mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreibt alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle Mann zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Ja, bonjour, Sonami. Ja, hoffe ich auch. So, was ist jetzt los? Den Vormarsch der Rotdrücke aufhalten, während die Patrioten sich zurückziehen. Ganz drüben mit einer einzigen Kanonenkugel. Oh, geil. Das wird sie aufhalten. Gut. Darf ich wieder? Ich darf wieder. Und hasta la vista, Baby. Boom. Schlagen sie doch noch zurück. Fahr ich mal auf die Forderung da. Muss ich das machen? Munitionsvergeudung. Bitte, ist eine riesige Kanonenkugel, so eine Reichweite. Ihr habt die vielleicht gesehen, Freunde. Ist doch mühsam so. Übrige Patrioten, toll. Noch Zeit, wie lange? Alle auf einen Haufen, wa? Boom! Falls, Salara. 2 Trupps mit einer einzigen Kanonenkugel eliminieren. Wie soll ich denn das machen? Achso, Moment mal, da geht's sogar. Oh. Das wird sie aufhalten. Nee, geht nicht.
Keine Chance, keine Chance. Na, fallen die Vorderen. Oh, die hinten gleich auch noch. Wieso denn das? Seltsam. Wir schlagen sie doch noch zurück. Na, hoff's mal, wa? Ja, hoff es doch. So, ein bisschen schneller, wenn ich mitten darf. Das verschafft uns mehr Zeit. Wie viele Patrioten haben wir überhaupt noch? Wie viele sind's noch? Ich sehe es gerade nicht. Oh, es sind nicht mehr so viele. Wir schlagen sie doch noch zurück. Kunststück, die ballern da. Da vorne hat's welche, die ballern. Verschafft uns mehr Zeit. Das wird sie aufhalten. Oh, reicht eine Minute? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. So, ich hoffe, es gibt ein bisschen Luft hier vorne. Komm schon, Mann, dreh die Kanone doch mal, Menschenskind. Ich kann noch Patrioten, kann noch Leute. Wir schlagen sie doch noch zurück. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Mann, knallt sie mal ab, Freunde. Was soll denn der Scheiß? Verschafft uns mehr Zeit. Oh Mann, da stehen sie rechts. Auch schon wieder links. Aber ich kann doch nicht alle gleichzeitig abballern. Das wird sie aufhalten. Das hoffe ich doch sehr. Das hoffe ich doch sehr. Ah. 10 Sekunden noch. 10. Und ich habe kaum noch Leute. 5, 4, 3, 2 und die letzten fallen. So, es muss reichen. Puh. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihr Entkommen. Gute Idee. Und jetzt? Hinter Patrioten verhindern. 0 von 3. Und wo kann ich das verhindern? Wo habe ich da irgendwie Leute, die gerade hingerichtet werden? Ah, da vorne, ich sehe es gerade. Zurück zu den anderen. Ne, Moment mal. Das war die falsche Waffe. Das war die falsche Waffe. Mann, oh Mann. Versteckte Klinge, mach mal die. Ich erledige das. Mann, nee, ich hab gedrückt. So. Und ich hau ab, und ich hau ab. Hab keinen Bock mehr drauf. Hinrichtung, was noch welche, die ich verhalten kann. Wenn wir zögern, sterben wir. Besser weg hier. Bevor sie feuern! Kommt, Männer, lasst Ah, da hat's noch welche. los. Ich kann das alleine. Boom, Fallera. 1, 2, 3. Wow, ganz schnell kann er. Highlander, es kann nur einen geben. Ist zwar nicht gerade die gleiche Szene, aber haben mich ein bisschen daran erinnert. So, 2 von 3. Ja, einer fehlt noch, aber ich hau ab. Tschüss. Da vorne hat's noch eine. Mann, da kommen wir nicht mal schnell genug hin. Wir müssen etwas tun, und zwar schnell. Achtet nicht auf die Rotröcke. Geht zu den anderen. So, ich habe raus, was ich wollte. 3 von 3. Ich hau ab. Tschüss. Ah, die Zeit. Ich hoffe, reicht noch die Zeit. Na klar, überall Rotröcke, überall ballern sie auf uns. Achso, sind ja gar nicht. Sind ja unsere. Entschuldigung. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist ein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben.
Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Harte Worte von unserem jungen Assassinen. Sequenz 10, die Schlacht von Monmu natürlich. Fortschritt, komm schon, hab alle. Hab alle. Yeah, Mann. 200 von 200. Cool. Volle Synchronisation. Belohnungen, das hat in der ADB freigeschaltet. Sequenz 10 beendet. Sehr schön. Dann kommt ja vielleicht schon bald mal das Ende, wa? Des Spiels? Ne, noch nicht, noch lange nicht. Vielleicht das Ende von Charles Lee. Ja, das hoffe ich doch sehr. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat deinen Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil ihres Plans? Wollen sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten sie ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, und unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Wahre Worte, Desmond, wahre Worte. Wieso wollen sie einen Apfel haben? Ich will einen simplen Apfel gegen deinen Dad haben. Einer der oberen Etagen sein, wo auch du festgehalten wurdest. Hinten in der Halle sind ein paar Aufzüge. Lass dich nicht sehen. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Allerdings, wie es aussieht. So. Und jetzt? Ja. Wie es jetzt weitergeht, eine gute Frage, aber diese Frage, oh, ein schönes A. Aber diese Frage werden wir dann erst in der nächsten Folge beantworten. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed 3. Zurück in der Gegenwart bei Desmond Miles. Bis dann und ciao zusammen. Was machen die denn da? Etwas Interessantes? Bundesliga, Champions League, Finale? Bayern München gegen Dortmund? Nö. Scheinbar nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.